Heute, meine Freunde, hören wir eins der schönsten Märchen, das Märchen von Dornröschen. Es war einmal vor langer Zeit ein König und eine Königin. Beide hatten nur einen einzigen Wunsch, ein gemeinsames Kind. Sie sehnten sich verzweifelt danach. Eines Tages ging die Königin zu einem Brunnen im Schlossgarten. Ein kleiner Frosch sprang aus dem Wasser und sprach: Euer Wunsch wird sich in einem Jahr erfüllen, ihr werdet ein Mädchen bekommen. Die Königin war über die Maßen erfreut und wurde tatsächlich nur ein Jahr später die glückliche Mutter eines lieblichen Mädchens. Der König war außer sich vor Freude. Er lud mehrere Gäste zu einer Feier in das Schloss ein, um die Geburt seines Kindes zu feiern. Er lud auch die Feen des Reiches ein, in der Hoffnung, sie würden dem Leben seiner geliebten Tochter eine glückliche Zukunft bescheren. 13 Feen lebten in seinem Königreich, aber der König konnte nur 12 einladen, da er lediglich 12 goldene Teller besaß, um ihnen Essen zu servieren. So musste eine von ihnen zu Hause bleiben. Als das herrliche Fest sich dem Ende neigte, traten die Feen an die Wiege und gaben dem Mädchen ihre Geschenke: Schönheit, Tugend, Anmut, Weisheit, Wohlstand und das Beste, was das Leben zu bieten hatte. Als sich die 12. Fee der Wiege näherte, um sie zu beschenken, trat die 13. Fee in die Halle. Sie war wütend, weil sie nicht zum Fest geladen war. Wenn die Prinzessin 15 Jahre alt wird, rief sie aus, wird sie sich den Finger an einer Spindel stechen und sterben. Doch während sie diese schrecklichen Worte sprach, verließ die Fee das Schloss. Die 12. Fee ging darauf auf direktem Wege zur Wiege. Auch wenn es ihr unmöglich war, den schrecklichen Fluch zurückzunehmen, so war sie doch in der Lage, diesen abzumildern. Du wirst nicht wirklich sterben, meine Kleine, erklärte sie. Du wirst nur für 100 Jahre schlafen. In dem Versuch, seine geliebte Tochter vor dem schrecklichen Fluch zu schützen, ordnet der König an, sämtliche Spinnräder des Landes zu verbrennen. Das Mädchen wuchs zu einer jungen Frau heran und war gesegnet mit allen Gaben, die die Feen ihr bei der Geburt geschenkt hatten. Sie war wunderschön, freundlich, gutherzig, liebreizend und klug. Jeder liebte sie. An ihrem 15. Geburtstag ging sie durch das Schloss und fand sich plötzlich vor einem alten Turm wieder. Sie ging die Treppe hinauf und stieß auf einen kleinen Raum, in dem eine alte Frau vor einem Spinnrad saß und vor sich hin webte. »Guten Morgen«, sagte das Mädchen. »Was machst du da?« »Ich webe«, antwortete die alte Frau. »Und was ist das?« fragte das Mädchen und berührte die Spindel. Sobald sie dies tat, fiel sie auch schon zu Boden und schlief die nächsten 100 Jahre. In diesem Moment fiel das ganze Schloss in tiefen Schlaf. Der König, die Königin, alle ihre Bediensteten, die Soldaten, die Pferde im Stall, der Hahn und die Hennen im Garten und die Tauben auf dem Dach. Der Fluch der bösen Fee hatte sich erfüllt. Das Schloss war bald überwuchert von Dornenhecken. 100 Jahre vergingen. Eines Tages kam ein junger Prinz an der Dornenhecke vorbei, die das Schloss umgab. Ein alter Mann hatte ihm die Sage von Dornröschen, der schlafenden Schönheit und dem schlafenden Schloss erzählt. Der Prinz entschloss sich, seinen Weg durch die Dornenhecke zu bahnen und sie zu finden. Der Fluch der bösen Fee hatte seine Macht verloren, sodass er die Dornenhecke durchqueren und das verwunschene Schloss ungehindert betreten konnte. Jeder im Schloss schlief, alle Menschen, Tiere. Er ging durch jeden Winkel des Schlosses, bevor er schließlich den alten Turm betrat. Er ging die Stufen hinauf und erreichte den kleinen Raum, in dem das liebliche Mädchen auf dem Flur lag. In dem Moment, als der hübsche Prinz ihr schlafendes Gesicht küsste, öffnete sie ihre Augen. Sie war überglücklich, ihn zu sehen. Sobald sie erwachte auch das ganze Schloss. Der glückliche König und die Königin umarmten ihre Tochter und innerhalb von Sekunden war das verschlafene Schloss wieder voller Leben. Jeder war emsig dabei, die Hochzeit von Dornröschen und ihrem Prinzen vorzubereiten. Und die Moral von der Geschichte? Liebe findet ihren Weg.
Dornröschen ist eine der schönsten Geschichten des europäischen Märchen- und Sagenschatzes. Sie lehrt uns, dass wir von einem bösen Fluch, auch wenn er 100 Jahre andauert, schlussendlich gerettet werden können. Und welche Form nimmt diese Rettung an? Natürlich die Form wahrer Liebe. Ein Kuss.